Hey liebe Leute, Mr. J am Mike. Ja, es ist morgen um 4 Uhr und das ist die zweite Episode von der Live-Commentary Session im Wallis, im Chalet. Wir sehen es hier, wir haben PDW 57 und ja, ganz edel im Diamant. Wir haben es geschafft. Die haben wir jetzt all in Diamant. Aufsatz haben wir, was ist das? Griff und Schalldämpfer, Abschusserie, Orbitalsatellit, Loadster und Schwarm. Gut, da habe ich gerade die Scheibe vor dem Kopf gehabt. Ui, das ist wirklich Kneve. Gut, haben wir auch noch. Mein Aiming Luckily nachher. Es ist, wie gesagt, morgen um 4 Uhr. Ja, sofort zuerst ein bisschen abchecken, da, bevor ich mich da den Kollegen anvertraue. Ja, wir haben noch sonst eine Info für euch. Und zwar haben wir gerade vorher, vor kurzem, oh mein Gott, das hure Dropshot, das Gewehr ist so gross, du siehst nicht einmal, wo er ist. Wir haben heute aus dem Fenster rausgeschaut und wir haben sicher, was sind das, etwa 50 cm Schnee? Ja. Und jetzt 2 Meter. Ja, jetzt 2 Meter, kommt gut hin. Und ja, wir sind halt mit dem Auto gekommen und irgendwie müssen wir auch mit dem Auto wieder weg. Aber das Auto, gut, wir müssen es zuerst mal finden, glaube ich mal, bei dieser Menge Schnee. Und freischaufeln geht nicht, weil es ist ein rechtes Waldströsschen und bis wir das freigeschaufelt haben, geht das eine Ewigkeit. Und darum sitzen wir momentan fest, aber kann uns eigentlich momentan auch gleich sein. Wir haben genug zu trinken, wir haben noch genug Internet, wir haben noch zu essen. Gut, gestern sind das Fischstäbchen sind schwimmen. Wir haben den Tiefkühler nicht eingesteckt, denke ich, auf die glorreiche Idee, komm, wir tun sie in den Schnee reinbuddeln. Bleiben zu tief gefroren. Aber nein, anstatt Fischstäbchen haben wir nachher irgendwie ein Fischstäbchen-Brei gehabt. Und ja, wir haben sie nicht können essen und haben sie vorgerührt. Leider aber wahr. Ja, komm. Ja, und jetzt haben wir schon den Loadster. Jetzt nehmen wir die noch schnell auseinander. Und dann gibt es noch mal ein bisschen Punkte. Komm. Zack, 100. Und ja, das sollte eigentlich gerade momentan die Abschusserie sein, die mich jetzt zum Schwarm bringt. Jetzt muss ich nur noch etwas treffen. Eigentlich an sich keine schlechte Map für den Loadster, wenn wir etwas treffen. Tipptopp, einen haben wir, 2. Der einzige Nachteil ist halt der Kühlturm in der Mitte vom AKW. Aber ja, am besten... Ja, jetzt treffe ich gar nicht mehr. Das ist wirklich abartig schlimm. Hopp! Ja, tipptopp. Jetzt sollten dann langsam an, glaube ich, oder? Perfekt. Das ist unser schöner Schwarm. Und wenn ich gestern vom Rufus gehört habe, ist der Schwarm patched worden, oder? Ja. Kannst du schnell sagen, was genau passiert ist? Also die Zeit zwischen den einzelnen, was sind das eigentlich, Hunter-Killer-Dinger da wird verzögert, sprich wenn die eine kommt und runterfliegt und jemand killt, bis die nächste wieder kommt, geht es einfach länger. Okay, das heisst, ja, also ich tue es nochmal schnell kurz zusammenfassen. Ja, genau. Also das heisst eigentlich, dass man weniger Kills machen kann, wie auch vorher. Genau. Und ja, das heisst einfach pro Kill-Abstand zwischen den einzelnen Hunter-Drohnen geht es einfach ein bisschen länger. Also gut, wenn ich so in den Himmel hineinschaue, sehe ich eigentlich genug von diesen Dingen. Ja, aber jetzt vorne ist es ein bisschen blöd. Ja, stimmt. So, nehmen wir halt den da noch. Weil es wäre natürlich schon edel, nochmal einen Orbitalsatellit zu haben. Weil wenn wir den haben, haben wir automatisch, sage ich jetzt mal, auch den Loadster, wenn man gut spielt. Und wenn wir den Loadster haben, haben wir auf dieser Map sicher mal den Schwarm. Ja, nicht zu früh freuen, schauen wir mal, was sich halt noch in diesem Game gibt. Auf jeden Fall ist geile Teammates. Ja, die sind wirklich ganz gut dran. Jedes Mal, wenn ich da unten in den Namen lese, sehe ich so einen Gladiator. Der hat auch gerade Hunde, das heisst, der muss auch richtig abgehen. Schauen wir dann nachher, wenn ich Zeit habe, in der Statistik nachher. Ja, da sind seine Wauwaus. Wauwaus und fliegende Äffli sind schon gekommen. Ich würde sagen, nehmen wir da mal an. Gut, der Hund kann mir auch helfen. Nur ist der jetzt weg. Nochmal schnell 200 Punkte geiern. Und ja, ist halt ein bisschen schade, dass wir halt so, wirklich, sage ich mal, so gut sind als Team. Weil dann geht einfach die Runde weniger lang, bis wir auf die 200 Punkte sind. Aber ja,
Ein gutes Game wird es, denke ich mal, auf jeden Fall. Spass macht es abartig. Sehen wir da jetzt schon 123 auf 45. Kann mich nicht beklagen, macht Spass. Und jetzt schauen wir mal, was die zweite Halbzeit so ergibt. Natürlich hoffe ich auf einen Schwarm. Einen zweiten fliegenden Affen. Eskorte da. Ja. Fangen wir da mal an. Perfekt. 50 haben wir noch. Jetzt sage ich mal, fehlen noch gute 2 Kills für den zweiten Orbitalsatellit. Gut, die Gegner haben ausgelegt, sie kommen nicht mehr dahinter. Haben, glaube ich, ein Trauma von einer goldigen, diamantigen PDW 57. Würde ich auch haben. Das Ding ist einfach ein Biest. Das kann ich nicht anders, wie sagt man, beschreiben, genau. Und danke für die gratis 100 Punkte von dem Sniper. Wenn du Lust hast, kannst du in die Kommentare hineinschreiben. Und dann kannst du vielleicht auch ein paar Control Freaks gewinnen. Nein, so. Da hinten ist ein. Ja, jetzt haben wir schon die Vital-Einheit. Sie sind mir schon fast jetzt genug gut. Die haben mir da die 100 Punkte geklaut. Ich glaube, die Vital-Einheit macht das gut. Dann kann ich da in ganzer Ruhe. Was ist denn das dort oben? Das ist sicher Vital-Einheit. Schau mal in den Himmel rauf. Dort. Nein. Ah, ist das der Warthog? Ja, genau. Oh, shit. Ich dachte, das ist die Vital-Einheit. Gut. Meine Fresse, alles wird mir vor dem Kopf wird mir weggeschossen. Und ich brauche doch nur noch ganz wenig. Ja, gut, tipptopp. Gehen wir den holen, den schaffen wir sicher und sonst werde ich noch essen. Tipptopp. Nein! Hey! Ich glaube, ich mache mehr Assists als Kill. Ja, holen wir da. Doch, nochmal schnell einen Schwarm, würde ich sagen. Jetzt fängt es doch schon viel besser an. Wenn ich natürlich sehen wo die wären, wäre es natürlich einfacher. Schon wieder ein Assist. Dann nehmen wir halt den da und vielleicht noch den dort hinten, den ich gerade gesehen habe. Komm. Ja, eben jetzt sehen wir es. Gut, es piepset auch. Das heisst, jetzt sind wir da hinter dem Schornstein. Oh, schön. Schöner Drall von hinten um den Schornstein. So. Gib mir mal meinen schönen Schwarm an. Den habe ich jetzt, glaube ich, wieder mal verdient. Nein, ich meine noch nicht jetzt, aber mit dem Spieler her, denke ich. Tipptopp, komm, komm. Jetzt noch der da oben, der kleine Camper. Vor allem, die Leute verstehen es einfach nicht, dass wenn ein Loadster in der Luft ist und du nicht irgendwie Kaltblütig hast, gut, eine Kaltblütig würde ich nicht rausgehen. Wenn du den Loadster hast, dann gehst du doch nicht raus. Das ist, für mich ist das einfach Gratisfutter. Ja, komm, den hole ich jetzt einfach, weil das ist mein Schwarm. Tipptopp, haben wir den zweiten Schwarm und du bist mal ruhig. So. Ja, habe ich gesehen, ist dort ins Räumchen, aber den lade ich jetzt mal für den Kollegen, weil ich wette mit dir, es wäre wieder ein Assist. Ja, der ist warm. Nein! Gut. Wäre das mein Kill? Super. Super, tipptopp. Da ist natürlich halt ein bisschen schade, dass der eigene Schwarm einen töten kann. Aber ich zähle das jetzt mal nicht als Kill. Läuft gut und ja, die Statistik dann nachher noch schnell anschauen. Und natürlich ein schön 57:1. Und wie man da schön sieht, haben wir den Gladiator mit einem 72:4. Wirklich ein mega Biest, muss ich sagen. Respekt, hat Spaß gemacht mit dir zu spielen. Und ja, das wäre schon gewesen, das zweite Live-Commentary vom Wallis. Und wir verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Tag bei dem schönen Wetter. Wir bauen noch ein paar Schneemänner und zocken noch ein bisschen. Bis dann, man hört sich, schönen Peace und out.